Der Nils ist flink auf den Käfig geklettert und hat mit aller Kraft probiert, das Türchen aufzumachen. Das rostige Schloss hat giert und geächzt, aber sich keinen Zentimeter bewegt. Das Eichhörnchen hat bitterlich angefangen und hat zwischen Tränen ganz verzweifelt zum Nils gesagt: Meine Jungen, meine lieben Kinder, sie werden verhungern und verfrieren, wenn ich nicht bald freikomme. Wo liegt dein Nest? Hat Nils ganz entschlossen gefragt. Nicht weit von hier, auf der alten Eiche, gerade hinter dem Bach. Hat das Eichhörnchen geantwortet. Der Nils ist schnell in Richtung Wald davongerannt und hat dem Eichhörnchen noch über die Schulter zugerufen. Mach dir keine Sorgen, ich habe eine Idee. Und tatsächlich, das Eichhörnchen hat ihren Augen nicht rot und vor Freude gerade wieder Tränen in den Augen gehabt, wo der Nils nach kurzer Zeit wieder vor dem Käfig gestanden ist. In seinen Armen hat er sorgsam ihre Jungen getragen. Danke, Nils Holgersson, danke. Das vergesse ich dir nie. Der Nils hat sich verabschiedet und ist dann zufrieden vor sich her pfeifend davongelaufen. Am Abend, der Bauer ist gerade auf dem Holzbank in der Stube abgehockt und hat sich die schweren Stiefel von den Füßen gestossen, ist die Bäuerin ganz ausser Atem vom Hoftor her zu schnaufen gekommen. Albert! Albert! Sie hat ganz ein rotes Gesicht von Aufregung gehabt. Albert! Hat der Bauer gemurrt. Draussen im Käfig. Plötzlich hat so die junge Eichhörnchen Albert. Die muss jemand dort hineingelegt haben. Hat sie gestammelt. Was hast du jetzt schon wieder? Hat der Bauer poltert und ist gerade in den Wollsocken zum Käfig gestampft. Ach, Kabis. Hat er vor sich angepfuttert. Das Weib. Aber als er vor dem Käfig gestanden ist, hat er mit Schrecken feststellen, dass dort wirklich ganz eng kuschelnd an ihre Mutter 4 junge Eichhörnchen geschlafen haben. Am Bauer war nicht mehr wohl bei dieser Sache und er hat zu seiner Frau gesagt: Morgen bringst du die Eichhörnchen wieder zurück in ihr Nest. Es war nicht richtig von mir, sie einfach zu entführen. Wegen mir sind die 4 Jungen fast gestorben. Und so ist am nächsten Morgen die kleine Familie wieder glücklich vereint in ihrem Nest gehockt. Ein Wunsch geht in Erfüllung. Wo der Nils am nächsten Tag durch den Wald gegangen ist, haben schon alle vom Nils seiner heldenhaften Rettung gewusst.